Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, in diesem Talk geht es nochmal um das Thema Talente beim FC Bayern. Ja, jetzt die Abgänge von Mathys Tel, von Adam Aznou. Ja, auch der Verkauf von Ibrahimovic, jetzt die Rückholaktion von Vidovic. Ja, all das werden wir jetzt mal ein bisschen aufklabüsern hier, beziehungsweise werde ich euch meine Meinung dazu sagen, bevor wir da reingehen. Wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst sehr gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Ja. Gut. Erstmal, der Abgang von Adam Aznou ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Wir wissen es nicht genau, aber anscheinend ist es nur eine Leihe ohne Kaufoption. Dann ist das für mich erstmal fein. Wobei es ein Adam Aznou natürlich, ja, selbst wenn er zurückkommt, sehr schwer haben wird. Also ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass wir Adam Aznou bei uns nicht mehr sehen werden. Ja, einfach aus dem Grund, man hat jetzt den Vertrag mit Fonzie Davies verlängert, mit einem Volumen von angeblich 120 Millionen über 5 Jahre. Ist die linke Seite zu. Des Weiteren hast du auf der linken Seite noch einen Ito, der jetzt langsam ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Der wird also zur neuen Saison auch fit sein. Auf der rechten Seite hast du Boe, Stanisic und dann hast du noch einen Rafa Guerreiro, der beide Seiten spielen kann. Also heißt, du hast schon die Position doppelt besetzt, plus einen Rafa Guerreiro, der beide Seiten bespielen kann. Wo soll da ein Adam Aznou auch nur ansatzweise mal eine faire Chance bekommen? Hat er diese Saison nicht bekommen, obwohl wir diese Saison teilweise keinen echten Außenverteidiger hatten oder nur einen Außenverteidiger. Selbst da durfte er nicht spielen, weder rechts noch links. Weiß ich nicht. Glaube nicht, dass wir jetzt in der kommenden Transferperiode im Sommer dann sagen, wir verkaufen 3 Außenverteidiger und holen Adam Aznou zurück, weil er sich super entwickelt hat. Ja, das wird leider nicht passieren. Man hofft, dass er sich ein bisschen entwickelt, dass der Marktwert steigt und wird ihn dann verkaufen. Und das ist eine Farce, wenn man mal ein bisschen genauer hingeschaut hat, wie er sich in der Vorbereitung verhalten hat, wie er sich entwickelt hat, dass er Nationalspieler geworden ist. Und dann ist es einfach ein Trauerspiel, dass man ihm in diesem Kader auch unter diesem Trainer, der dafür extra geholt wurde und das auch so kommuniziert hat, nicht einmal die Chance gegeben hat, sich wirklich mal zu beweisen oder zu zeigen. Hat man einfach nicht getan. Ja, nur in Vorbereitungsspielen und da hat er überzeugt und danach hat man ihn ignoriert. Ja. Anstatt zu sagen, komm, wir gucken uns den Adam mal an und dann können wir immer noch entscheiden, ob wir mit dem Fonzie Davies verlängern müssen. Und deswegen hier auch nochmal kurz in dem Video mein Take. Es ging bei der Davies-Verlängerung nicht um Sportliche. Dann hätte man die ganze Saison anders gestaltet, wenn das der Fall gewesen wäre. Ja, die Chance ist vertan. Wie gesagt, in der nächsten Saison, ich habe es gerade gesagt, sind die Positionen ja noch mehr besetzt. Ja. Und wir werden dann, wenn es so kommt, wie ich denke, werden wir dann wahrscheinlich in 2 Jahren irgendwo hinschauen und sagen, boah, guckt euch mal den Adam an. Ja, so ist es leider. Und da sind wir schon beim Thema. Ja, du kannst es durchgehen. Du kannst es durchgehen. Pavlovic, ja, war am Anfang der Saison noch gesetzt. Mittlerweile hat man auch eher das Gefühl, er spielt nur, wenn Leon gerade nicht kann. Der völlig verkehrte Weg. Selbst ein Musiala wurde jetzt schon auch mal rausgelassen, obwohl er die Spielpraxis dringend gebraucht hätte. Weiß ich nicht. Musiala-Thema will ich gar nicht aufmachen, das ist alles fein. Vielleicht wurde er nur rangeführt, alles gut. Gehen wir zum nächsten, zu Mathys Tel. Da finde ich es noch schlimmer wie bei Adam, wie man mit ihm umgegangen ist. Jetzt gar nicht, dass er das Standing hat, was er hat oder bekommen hat diese Saison, hat er ein bisschen mitzuverantworten durch seine sportlichen Leistungen. Habe ich auch knallhart analysiert und gesagt, das war nichts. Ja, die Chancen, die er bekommen hat, hat er nicht genutzt. 1, 2 Spiele, die okay waren, aber das Defensivverhalten war eine absolute Katastrophe. Da ist er selber dran schuld, gar keine Frage. Aber
Nehmen wir mal die Saison auf den Außenbahnen. Ja. Ein Leroy Sané hat ein gutes Spiel bisher gemacht, sagen wir 2 gute Spiele, 2, die mittel waren, der Rest war unterirdisch. Serge Gnabry hat stark angefangen, dann verletzt gewesen, danach wieder kein gutes Spiel mehr. Kingsley Coman hat 5 oder 6 Spiele katastrophale Leistungen gebracht, genauso wie in Davies am Anfang der Saison. Und man hat an ihm festgehalten und er hat seine Form wiedergefunden und ist jetzt da, wo er ist. Diese Chancen hat ein Tell nie bekommen. Ja, ein Tell hätte auch einfach mal das Vertrauen gebraucht vom Trainer und aber auch vom Verein, ja, weil der Verein hat sich vor der Saison dahingestellt und gesagt, das ist einer der Spieler, das Gesicht des FC Bayern der Zukunft. Und Mattis wollte das. Dann hätte man ihm das Vertrauen geben müssen und sagen, komm, er kriegt jetzt auch mal diese 5, 6 Spiele am Stück und wir ziehen ihn mal mit durch. Und dann hätten wir doch beurteilen können, yo, wow, er packt das hier oder nee, komm, es reicht nicht. Ja, aber doch nicht anhand dieser Kurzeinsätze, wenn man dem Jungen andere Sachen versprochen hat und vor allen Dingen auch, wenn man ihm versprochen hat, ja, wir sehen dich als Alternative für Harry Kane, wir sehen dich in der Zentrale, sich sogar in der PK hinsetzt und sagt, nee, ein Mathys Tel sehen wir nicht auf Außen, er ist nicht die Nummer 5, wir sehen ihn in der Mitte. Und dann lässt man ihn in der Mitte nicht spielen. Und dann spielt man schon ohne Stürmer, man wechselt ihn ein in Dortmund und er kommt dann über die linke Seite. Anstatt dass er in den Sturm gehen darf. Dann muss man sich nicht wundern, dass dieser Junge auch irgendwie nicht mehr so den Bock hatte und vielleicht so die letzten 10% gefehlt haben. Ja. Das ist super schade und der Umgang ist eine Katastrophe, wie wir mit jungen Spielern umgehen in dieser Mannschaft. Ja. Und kommt mir jetzt nicht mit diesem dummen Argument, was auch Max Eber gebracht hat auf der PK. Ja, wir sind immer noch der FC Bayern, wir müssen gucken und da kann man nicht einfach mal einen jungen Spieler integrieren. Doch, kann man. Kann man. Zeigen ganz, ganz viele Mannschaften auf dieser Welt. Aber, wie ich es immer so schön sage, schaut mal nach Graugänse Hansi rüber. In Barcelona ist das gang und gäbe. Da stehen auch mal 2, 3 Spieler auf dem Feld, die 16, 17, 18 sind. Und die sind Stammspieler. Die sind Stammspieler. Ja, einfach, weil sich Qualität durchsetzt. Und bei uns setzt sich die Qualität nicht durch. Bei uns wird an den Großverdienern festgehalten, weil sie seit 200 Jahren in diesem Verein sind. Und natürlich kann man die nicht in Frage stellen, die müssen spielen. Und da kann man nicht mal sagen, hier, du bist so ein Riesentalent. Und nochmal, dass ein Tell seinen Weg gehen wird und dass er dieses Talent ist, haben doch dann die Aussagen auch gezeigt. Oh, nein, wir haben noch nie so einen Wirbel und so viele Anfragen für einen Spieler gesehen, aber wir wollen ihn trotzdem verkaufen. Wenn es nach dem FC Bayern gegangen wäre, wäre Mathys Tel für 60 Millionen zu Tottenham Hotspur gewechselt. So, warum ist das nicht zustande gekommen? Weil dann ein Mathys Tel gesagt hat, nein, ich möchte nicht verkauft werden. Das war der Punkt. Ja. Und deswegen gibt es jetzt halt diese Leihe mit einer Kaufoption, wo Tell aber zustimmen muss. So. Wird ein Tell da zustimmen? Zu 90% sehr wahrscheinlich, ja. Ja. Vielleicht nicht, wenn Tell sich jetzt durchsetzt bei Tottenham und eine gute Rückrunde spielt. So. Ob Tottenham dann noch international reinkommt oder nicht, weiß man nicht. Die stumpeln da irgendwo in der Premier League da unten rum. Egal. Sollte er sich da durchsetzen, sollte da gut integriert sein und er sagt dann wirklich, nee, ich will hier nicht bleiben, ich möchte zurück zum FC Bayern. Ja, dann brauchen wir nicht mehr Mathys Tells Verbundenheit zum FC Bayern in Frage stellen. Ich meine, ich tue das eh nicht. Das hat jetzt schon diese Transferperiode gezeigt, in der er sagte, er will sich nicht verkaufen lassen, sondern nur ausleihen. Auf der anderen Seite, ja, sollte sich Tottenham international qualifizieren, sollte sich Mathys Tel da durchsetzen, sollte er da das Vertrauen bekommen, was er benötigt und so weiter. Sollte man dann mit dem Trainer bei München sprechen und der sagt, oh nee, ich sehe dich trotzdem nur als Nummer 3 oder 4 hier, ja, dann wissen wir alle, was passiert. Ja. Natürlich ist das dann gutes Geld, wenn die Zahlen stimmen, wenn wir darüber reden, dass Tottenham jetzt 10 Millionen für die Leihe zahlt und dann eine Kaufoption von 55 hat. Sind wir bei 65 Millionen, die wir bekommen würden für einen Mathys Tel, aber der ist 19. 19. Ja, der ist dann nächstes Jahr 20.
und es hat so ein Riesentalent. Und ja, das wäre so, als hätte man vor 1,5 oder 2 Jahren gesagt: „Jo, alles klar, wir geben Musiala für 60 Millionen ab." Ja? Da würdest du dich ja heute auch, an den Kopf packen, ja? So, und so wird das bei Tell auch laufen. Wenn er einen Verein hat, der ihn fördert, der an ihn glaubt, wird Mathys Tel sich durchsetzen. Er hat die Qualitäten dafür, ja? Da brauchen wir nicht drüber reden. Und, dann ist er ganz, ganz schnell aber auch viel, viel mehr wert als wie die Zahlen, die da im Raum stehen, ja? Und dass du jetzt dann nächste Saison noch mal so 'n Hit landest, wie es mit Michael gelaufen ist, ja, hoffentlich. Dann kannst du das vielleicht irgendwo argumentieren, wird aber auch schwierig, ja? Vor allen Dingen, wir reden ja auch darüber, ja, wir brauchen dann jetzt auch einen zweiten Stürmer, ja? Mathys Tel war eigentlich Stürmer, er ist 'n Neuner und die Chance hat man ihm nie gegeben. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht, ja? Wahrscheinlich, weil man wie immer an seinem uralt Konzept festhalten muss, bei uns beim FC Bayern. Da kann sich die Formation natürlich nicht ändern. Aber ey, es wäre doch das Perfekte gewesen, wenn ein Mathys Tel von Harry Kane lernt und mit Harry Kane auf dem Feld steht. Ne? Harry Kane ist diese Art Stürmer, der sich nach hinten fallen lässt, auf die Außen mal ausweicht, das Spiel aufbaut. Und Mathys Tel wäre der richtige Stürmer gewesen. Ne? Dann hätten wir, wenn Harry vorne ist, 2 Stürmer, eine Doppelspitze gehabt. Und ansonsten, wenn Harry Kane da den Kreisläufer macht, wärst du vorne immer noch mit einem Stürmer immer präsent gewesen im Strafraum. Ja. Es hätte doch so geil werden können. Aber nein, man hat sich nicht getraut, irgendwas zu ändern. Ja, und das ist super schade. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, aber wir sind natürlich ganz weit weg, um mal auf das Thema dieses Videos zurückzukommen. Wir sind natürlich ganz, ganz weit weg von den Aussagen, die getroffen wurden vor der Saison, ja, die auch mit der Verpflichtung von Christoph Freund getroffen wurden, dann mit der Verpflichtung von Max Eberl. Wir kriegen es weiterhin nicht hin, aus politischen Gründen, aus Teamchemiegründen, das Leistungsprinzip beim FC Bayern mal auszurufen und die jungen Spieler mit da reinzunehmen. Ja. Ja, klar, wir haben immer 2, 3 auf der Bank sitzen. Jetzt haben wir Vidovic zurückgeholt, der dann da weiter auf der Bank rumschimmeln wird. Der wird auch keine Einsatzminuten bekommen oder wenn dann so, wie es ein Arznummer hat, mal nach 20 Spielen mal 5 Minuten Spielzeit. Ja, das werden wir hinbekommen, alles andere aber nicht. Ja, weil du kannst natürlich nicht ein Leroy Sané oder ein Gnabry oder sonst wen, der 18, 19, 20 Millionen im Jahr bekommt, kannst du natürlich nicht sagen, hier, das ist der Iran Kunda, ja, den wir ja auch schon längst wieder verliehen haben. Der spielt jetzt mit dir da um die Position. Ja? Nee, das passiert nicht. Oh nee, der ist erst 19, der ist gerade neu. Naja, du kein Standing, der spielt keine Rolle, der darf spielen, wenn alle anderen verletzt sind. Aber auch nur dann, wenn wir dann nicht noch einen Conny Lime haben, der diese Position vielleicht auch noch spielen könnte. Ja, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe und ich kann es auch nicht mehr. Ja, ja, Kompany ist es zu verdanken, dass wir wieder ein Team auf dem Platz haben, dass wir wieder eine Mannschaft auf dem Platz haben. Ja, und hoffentlich reicht es zur Meisterschaft dieses Jahr. Mit viel Glück kommen wir vielleicht auch in der Champions League noch ein bisschen weiter. Wir werden es sehen. Ja, und was dann? Was dann? Was machen wir nächstes Jahr? Ja, was machen wir dann? Ich bin sehr gespannt. Ja, ich finde es grausam. Ich finde es grausam. Ich kann es mir, ich verstehe es nicht. Alle Aussagen, die getätigt wurden vor der Saison, passen null zu dem, wie man sich verhält. Ja. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass so ein Kompany sich gedacht hat, oh, geil. Geil. Ich lasse einen Fonzie Davis 6 Spiele spielen, obwohl er jede Spielnote 5 spielt. Ich lasse einen
Coman 6 Spiele spielen, obwohl er jedes Spiel Note 5 spielt. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das als Trainer genauso machen wollte. Ja. Da werden politische Zwänge mit reinspielen, da werden irgendwelche Transfergeschichten mit reinspielen, so wie es ein Thomas Tuchel auch letzte Saison schon gesagt hat, wie es bei uns ist. Und das ist zum Kotzen. Ja. Man investiert Kohle in den Campus, man investiert, man verpflichtet Talent. Und eigentlich weißt du, was passiert. Ja. Jedes Jahr dasselbe. Jedes Jahr werden die Etablierten genommen, denen wird alles untergestellt, die spielen immer, egal was für eine Leistung sie bringen. Und ja, man vergrault dann Spieler, wie es ein Gravenberch war, der in Liverpool natürlich Stammspieler ist. Man vergrault Marc Rocker, um vielleicht eine Etage tiefer zu gehen. Man vergrault sämtliche Spieler, die dann, wo sie hingehen, Stammspieler sind. Ja. Aber beim FC Bayern natürlich nicht, weil da immer diese hochgelobten, verdienten Spieler, die seit 10 Jahren in diesem Verein sind, die seit 5 Jahren in diesem Verein sind, die müssen halt einfach immer spielen. Da kann man das nicht riskieren, mal einen Jugendspieler da reinzuwerfen. Na, weil was wäre, wenn das dann schief geht? Oh nein, dann müsste man sich erklären. Oh nein. Wäre das schwer? Nein. Weil die sportliche Leistung, wir reden ja nicht davon, dass wir sagen, wir müssen jetzt auf Biegen und Brechen Jugendspieler reinwerfen, wenn die Leute, die spielen, dementsprechend performen. Aber das tun sie ja nicht. Ja, das ist doch, worum es geht. Das tun sie ja nicht. Wenn sie das tun würden, wenn so ein Leroy Sané jedes Spiel performen würde und immer gut spielt, dann brauchen wir doch nicht darüber reden, dass Mathys Tel eine Option gewesen wäre. Ja, sowas passiert doch nicht. Nur um das mal an einem Beispiel klar zu machen. Ja, und ich sehe da auch, wenn das jetzt so die Phase ist, dann muss ein Company entweder nächste Saison wirklich hart umdenken. Ansonsten sehe ich keine Besserung bei uns. Ja, dann kannst du dieses ganze dumme Gelaber kannst du einfach wieder hinten anstellen. Weil diese Saison wäre die Saison gewesen, um zu sagen, geil, neuer Trainer, neues Konzept, der ganz klar sagt, Leistung, Arbeit. Spieler ist mir egal, Alter ist mir egal. Wir setzen auf die Jugend, wir sortieren den Spieler gleich aus. Wenn die nicht den Verein nicht verlassen wollen, alles klar. Trainingsgruppe 2 könnt ihr euch aufhalten. Wir sind euch unendlich dankbar. Wir planen aber einfach nicht mehr mit euch, weil das Konzept des FC Bayern in den kommenden Jahren ein anderes sein wird. So hätte man die Saison anfangen können, hätte die Jugendspieler hochgezogen, man hätte den Irakunder dabei gehabt, den man extra verpflichtet hat. Anstatt wieder zu sagen, oh nee, komm, wir pudern alle, die da sind. Ach, die wollen nicht weg. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ach, da werfen wir unsere ganze Strategie über den Haufen, pudern die alle. Ja, gucken, dass die alle glücklich sind, dass sie alle zufrieden sind. Egal, ob die gute Leistung bringen, ist egal. Die stellen wir immer wieder auf, damit die Teamchemie stimmt, damit der Mannschaftsgeist da ist. Und das hat er ja hinbekommen, Kompanie. Ja, hier, 2 Daumen hoch dafür. Aber unsere Planung, die schmeißen wir über den Haufen. Wir gucken, dass wir alles verliehen kriegen irgendwie, dass sie wenigstens ein bisschen Spielzeit bekommen. Und dann gucken wir mal im kommenden Jahr nochmal, wie das dann ist. Ja, genau, so machen wir das. Tipptopp. Ja. Und so wird es nächstes Jahr wieder laufen. So wird es nächstes Jahr wieder laufen. Ja, ganz einfache Kiste. Weil wir nicht die Eier haben. Nochmal, ey, wir können ja gerne, wir müssen ja jetzt nicht sagen, jo, du musst den Jugendspieler bringen oder du musst ihm, was weiß ich, auf Teufel komm raus, müssen wir jetzt 2 19-Jährige einbauen. Alles gut. Sollten die Spieler, die da sind, performen, ey, tipptopp, habe ich gar kein Problem mit. Lass die spielen. Tun sie das aber nicht, dann muss es möglich sein zu sagen, jo, hier, der kommt jetzt rein, fertig. Ja, und entweder packt er das dann, wenn er 3, 4, 5 Spiele hat, oder halt nicht. Und dann kannst du immer noch sagen, ja, alles gut, dann bleibe ich halt erstmal bei der Nulpe, die ich habe. Da weiß ich, welche Nulpe ich habe. Aber wir geben den Spielern ja gar nicht die Chance. Wir schicken sie weg. Ja, und dann wollen wir jetzt einen Mathys Tel am liebsten verkaufen, damit wir ein bisschen Kohle reinkriegen, damit wir die ganzen alten Säcke noch ein Jahr finanzieren können. Ja? Weil sonst geht uns nämlich langsam die Kohle aus, um die noch zu finanzieren. Und das ist eine Farce.
Ja? Und da macht der Verein sich gerade wieder super unglaubwürdig. Aber ja, wenn wir dann noch diese Thematik um die Vertragsverlängerung von Fonzie Davies sehen, denke ich, hat sich ein Max Eberl schon, ja, mehr als unglaubwürdig gemacht. Der Mann hat sich schon abgenutzt anhand seiner Aussagen, die er letzte Saison getroffen hat und die er diese Saison getroffen hat und anhand der Sachen, die umgesetzt werden, nämlich gar nichts davon. Ja, du kannst den Mann, was der öffentlich äußert, kannst du ihn auf jeden Fall nicht mehr ernst nehmen. Alles, was er gesagt hat, wurde anders gemacht, wie es gesagt wurde. Und das ist super schade. Man hat dieses Jahr so eine große Chance verstreichen lassen. Mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Spielkonzept. Ja, hat man verstreichen lassen und wir sind wieder an dem Punkt, wo wir unter Tuchel waren, wo wir unter Nagelsmann waren, wo wir die ganzen letzten Jahre sind. Kimmich muss immer spielen. Ja, Sané und Gnabry, wenn sie denn mal fit sind, spielen auch immer. Dazu ein Coman spielt immer. Manuel Neuer spielt immer, egal welche Form er hat. Fonzie Davies muss immer spielen, weil er muss seinen Vertrag verlängern. Kimmich muss natürlich immer spielen, weil er muss seinen Vertrag verlängern. Ich kann es nicht mehr. Ja, wir haben Palhinha verpflichtet, der keine Rolle spielt in dieser Mannschaft. Wir haben Conny Leimer, der als Rechtsverteidiger vergammelt und als Rechtsverteidiger eine Farce ist. Der kriegt keine Chance im zentralen Mittelfeld, weil Kimmich immer spielt, die Position ist besetzt. Nichts gegen Josh dieses Jahr, spielt echt eine gute Saison, alles gut. Kannst du sportlich voll argumentieren, aber auch Kimmich kann man mal in der 60. Minute auswechseln, würde ihm vielleicht auch mal gut tun, ja. Wir haben 1:1 dieselbe Scheiße. Und nein, dann treiben wir es sogar noch auf die Spitze und nehmen dann noch einen Michael Olise, der über die rechte Seite so stark performt, dass er über die rechte Seite der ist, der die Offensivaktion mit einleitet, mit dem Musiala und mit dem Harry Kane. So, ja. Dann nehme ich den noch weg und schiebe den in die Mitte, damit Leroy Sané auf der rechten Seite spielen kann, weil Leroy muss ja unbedingt spielen. Ja. Und dann müssen wir nicht mehr darüber reden, dass das irgendwas mit Leistung zu tun hat. Da geht es, wie ich es vorhin sagte, darum, dass alle glücklich sind, alle Gucci sind, dass die Teamchemie stimmt. Alles das, was unter Tuchel nicht gestimmt hat, stimmt. Das hat Kompanie super hinbekommen. Und anscheinend ist das der Weg diese Saison und nicht irgendwie zu sagen, es geht hier nach Leistung, es geht nach, ja, danach den Worten, die wir getroffen haben, von der Saison Taten folgen zu lassen, dass wir halt auch versuchen, ein, zwei Jugendspieler einzubauen. Nein, man schickt die riesigen Talente wieder weg und verlängert dann wieder Verträge mit Spielern, die Durchschnitt sind oder die ein internationales Niveau haben für horrende Summen und wundert sich dann wieder, dass das Gehaltsgefüge sich nicht ändern wird und wundert sich dann wieder, dass man Spieler wieder teuer kaufen muss, weil man nicht die Eier hat, seine eigenen Talente zu integrieren und wundert sich dann wieder, oh, wow, wie konnte denn der Spieler sich in Stuttgart so entwickeln? Oh, wie konnte denn der Spieler sich bei Juventus Turin so entwickeln? Oh, wie konnte denn der Spieler sich so entwickeln? Ja, ja, indem man den Spielern Vertrauen gibt, ein bisschen Zeit gibt und diese Spieler integriert. Ja, ein Paul Wanner kommt nächstes Jahr zurück. So, wird das nochmal mit sich machen lassen und sich nochmal ein Jahr verleihen lassen oder wird er direkt verkauft? Er wird keine Chance in dieser Mannschaft bekommen. Ja. Wo? Auf welcher Posi? Wo? Hinter Jamal Musiala als Ersatz oder was? Ja, wo? Gibt es nicht. Es gibt keine Position für ihn. Und so kannst du es durchgehen, ja. Ja, das ist super schade und ärgert mich massiv, weil nochmal diese Saison diese Chance da gewesen wäre. Weil man alle Argumente auf seiner Seite hatte, aber man lässt sich einfach von den Spielern verarschen. Ja, und hat nicht die Eier, mal klare Kante zu zeigen und zu sagen, so wie ich es gesagt habe am Anfang oder Mitte des Videos, jo, alles klar, Leute, pass auf, neuer Trainer, neues Spielkonzept, neue Ideen beim FC Bayern, neuer Sportvorstand, neuer Sportdirektor. Wir wollen den Kader verjüngen. Wir danken euch für eure Zeit hier.
Ja, es war schön mit euch, aber leider reicht euer Leistungsniveau in den letzten Jahren nicht mehr. Und das kannst du ganz vielen Spielern sagen. Ähm, und daher bitten wir euch, euch einen neuen Verein zu suchen. Wollt ihr das nicht tun? Ist das kein Problem. Ihr habt laufende Verträge. Könnt ihr gerne in der Trainingsgruppe 2 mittrainieren. Aber für die Mannschaft spielt ihr keine Rolle mehr, weil unser Augenmerk auf jungen Spielern liegt. Ja, hätte man super verargumentieren können. Ne? Aber nein, dann ist ja ein Finale der Horm und da muss man ja wieder alles dem unterordnen und zum Kotzen. Ja. Zum Kotzen, dieses Jahr nochmal wäre die Möglichkeit gewesen. Ich glaube, viele Fans hätten es verziehen, wenn man gesagt hätte, man macht jetzt einen Umbruch mit einem neuen Trainer, wenn wir auch kein Meister geworden wären, wenn wir einfach eine Entwicklung gesehen hätten, eine Mannschaft, die sich entwickelt und die dann für die nächsten 2, 3, 4, 5, 6 Jahre dann gut aufgestellt gewesen wäre. Ja. Hättest du Mathis Tell integriert mit 19, hättest du einen Adam Azno integriert mit 19, hättest du vielleicht einen Irian Kunda sogar noch integriert, den du extra verpflichtet hast, und vielleicht noch ein, zwei Spieler aus der Jugend. Du hättest immer noch eine stabile Achse haben können mit dem Neuer, mit dem Kimmich meinetwegen, mit Harry Kane, auch schon mit dem Musiala in jungen Jahren, der erfahren ist, und Pavlovic. Hättest du eine gute Achse gehabt, dann hättest du darum noch 1, 2, 3 Junge eingebaut. Hättest dich nicht erpressen lassen von Alphonso Davies bei der Vertragsverlängerung, oder lässt sich jetzt hinhalten, lässt sich bloßstellen von Joshua Kimmich, dann hättest du doch ein gutes Bild abgegeben. Ja? Und das hat man verpasst. Und jetzt lässt man sich wieder rumtanzen von den Spielern auf der Nase. Und ja, nächstes Jahr werden wir die gleiche Scheiße wieder erleben. Weil auch nächstes Jahr wird ein Coman vielleicht, wenn man dem Glauben schenken darf, ein Gnabry, ein Goretzka, die werden ja nicht sagen, oh, geil, ich habe jetzt Bock, mir eine neue Herausforderung zu suchen. Nee, die werden sagen, ja, oh, alles gut, ich möchte mich hier gerne nochmal durchsetzen beim FC Bayern, ne? Sportlich. Und hocken sich dann nochmal ein Jahr auf der Bank und machen die Teilzeitprofis und gönnen sich ihre 18, 19 Millionen und werden dann ablösefrei den Verein dann hoffentlich verlassen, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. Ja. Das werden wir sehen, wie da unsere Linie ist bei Leroy Sané. Da bin ich zweifle mittlerweile auch daran, dass dass der Vertrag wirklich ausgelaufen lassen wird. Ja, wild. Na? Das sind unsere Baustellen. Und Mathis Tell, vielleicht nochmal abschließend darauf zurückzukommen. Wo wäre denn jetzt das Problem gewesen, das jetzt auch in der Winterpause nochmal zu kommunizieren? Ja, hätte man doch auch machen können. Man hätte doch in der Winterpause kommunizieren können, pass mal auf, Leroy, alles gut, wir planen nicht mehr mit dir. Such dir bitte einen anderen Verein. Ansonsten sitzt du die nächste halbe Jahr auf der Bank. Ja, dasselbe zu Serge Gnabry. Und dann wäre doch gut gewesen. Ja. Aber nein, dann gibt man lieber wieder die ab, die wollen, die sich mit dem Verein identifizieren, denen es nicht nur um die Kohle geht. Die gibt man dann ab und ja, wir gucken uns jetzt das Gekraupel wieder an. Wir müssen wieder hoffen und beten, dass sich so ein Coman nicht verletzt. Sollte das passieren, müssen wir hoffen und beten, dass so ein Leroy ein bisschen Lust hat. Ja, dass so ein Gnabry vielleicht mal ansatzweise zu seiner Form findet. Ja, ganz großes Kino, oder? Ganz toll, weil diese Spieler entwickeln sich ja nicht mehr. Bei diesen Spielern geht es darum, habe ich Lust oder habe ich keine Lust. Die Spieler sind 27, 28, 29, da geht es nicht mehr um Entwicklung. Ja. Was ist das für ein Zeichen an alle weiteren Spieler? Katastrophe. Katastrophe. Ja. Ich weiß nicht, was ein Tom Bischof bei uns möchte nächstes Jahr. Sage ich euch ganz ehrlich. Super interessanter Spieler. Ich freue mich auf den Spieler. Aber sollte ein Kimmich in unserem Verein bleiben, was willst du mit einem Tom Bischof? Oder Bischof? Wo soll er spielen? Wo soll dieser Spieler spielen? Wo soll er spielen? Dann hast du immer noch ein Palinja, ein Goretzka, ein Leimer, ein Pavlovic für eine Position, weil Kimmich spielt immer. Immer über 90 Minuten, Punkt. Und dann hast du noch einen Tom dabei. Ja. Mit viel Glück, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ein Goretzka den Verein verlassen wird. Mit viel Glück kannst du einen Conny Leimer als Rechtsverteidiger dir schön reden, aber gut, da hast du dann nächstes Jahr auch 2. Ja, schon. Also, Leute, wir haben so viele Baustellen in dieser Mannschaft. Dieses Jahr verschenkt. Ja, Sommertransfer, Wintertransferfenster absolut verschenkt. Wir haben immer noch dieselben Ballerbieren in dieser Mannschaft. Da hat sich nichts hat sich geändert, rein gar nichts. Wenn sich im kommenden Sommer auch nichts ändert,
boah, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, dann weiß ich es nicht mehr. Das macht mich traurig und ja, wir müssen jetzt damit leben. Und ich wünsche allen Talenten, die weg sind, dass sie sich entwickeln, dass sie Spaß haben und ja, dass sie hoffentlich nicht zum FC Bayern zurück müssen, weil da wird sie das gleiche Schicksal erleiden wie immer. Dann werden sie wieder ein halbes Jahr auf der Bank sitzen, dann werden sie wieder verliehen. Ja. Und das ist ja ein Zustand, der scheiße ist und der auch keinen Spaß macht, sich anzuschauen. Und gut, wenn wir am Ende der Saison die Meisterschaft holen, kann man das noch verargumentieren. Dann kannst du sagen, ja, geil, hat genau gepasst alles. Wir sind wieder Meister geworden und ja, haben dafür keinen Spieler entwickelt, haben die Alten alle am Arsch kleben. Alles gut, dann hast du wenigstens einen Titel geholt. Ja. Ich persönlich hätte auf den Titel verzichtet, hätte dafür einfach eine Entwicklung in der Mannschaft gesehen. Aber das ist auch nur meine persönliche Präferenz. Das wird mit Sicherheit jeder anders sehen. Und von daher schauen wir einfach mal, was am Ende der Saison dabei rausspringt. Und dann können wir sehr gespannt auf die kommende Transferphase sein, was da passieren wird. Und wie wir in Zukunft mit Jugendspielern umgehen. Ich bin sehr gespannt. Aktuell leider eine Farce. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.